Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Panorama, moderiert aus Bern. Heute haben wir folgende 3 Beiträge für euch in der Sendung. Stairways to Heaven auf dem Haut Türli, der Tourismus auf dem Prüfstand und ein Sarg auf dem Berner Bahnhofsplatz. Die Wanderung von Griesalp nach Kandersteg weckt Erinnerungen an Led Zeppelin-Hit Stairway to Heaven. Wieso das Haut Türli als Königsetappe vor Via Alpina gilt, hat der Patrick Schmed zusammen mit dem Jochen Eile, am Chefredaktor vom Wandermagazin Schweiz, angeschaut. Wandern kann eigentlich jeder. Es braucht nicht viel dazu. Minimum an Ausrüstung, ein paar gute Wanderschuhe, ein Rucksack, Wanderhose, eine gute Jacke, das war's schon. Und schon kann man loslaufen. Im Flachland kann jeder wandern. Und wenn es ein bisschen steiler geht, braucht es etwas Kondition, Trittsicherheit, je nachdem, auf welchem Weg das man unterwegs ist. Aber grundsätzlich ist Wandern ein Sport für alle. Im Vergleich zum Internet, Touren, die man online findet, hat ein Wanderbuch doch noch Seele, würde ich mal sagen. Erstmal spüre ich das Papier, das ist auch bei unserem Wandermagazin so. Und ein Wanderbuch hat für mich schon was Seriöses. Da steht ein Autor dahinter, steht ein Verlag dahinter. Ich glaube, das ist was, wo vertrauenswürdig ist. Die Via Alpina ist halt eine ganz beliebte Weitwanderung in der Schweiz, vielleicht sogar die bekannteste. Und man kann die Etappen natürlich auch einzeln machen. Und sie hat einen gewissen Anspruch. Also man muss schon trittsicher sein und eine gute Kondition haben. Das Haut Türli ist auf der Via Alpina der höchste Punkt. Und deshalb wird das als Königsetappe bezeichnet. So etwas wie jetzt das Haut Türli, das ist, finde ich, sogar eher eine Steilvorlage, weil es ist wirklich eine außergewöhnlich schöne Wanderung. Am Anfang ist sie noch sanft über die Grundalp und dann geht es also wirklich steil bergauf. Und eine Besonderheit ist noch, dass einige Meter über dem Haut Türli ist ja die Plume des Alphütte. Die ermöglicht es, diese lange und schwierige Etappe auch in 2 Tagen zu machen. Das ist sehr beliebt. Viele sagen, sie machen den Aufstieg, übernachten auf der Hütte und laufen am anderen Tag runter. Hat noch den schönen Nebeneffekt. Bei gutem Wetter hat man eine schöne Abendstimmung, schöne Morgenstimmung. Ebenfalls ums Reisen geht es im nächsten Beitrag. Das Reiseverhalten der Touristen wird sich ändern, ist die Meinung von Felix Sandmeier, dem Geschäftsführer von Atlas Reisen. Wieso? Das erklärt er im Interview am Ben Abeckle. Der Kunde will individuell reisen, will in der Gruppe reisen und die individuellen Bedürfnisse trotzdem befriedigt haben. Es ist ein grosser Wandel im Moment im Gang und das ist eine grosse Herausforderung für uns. Weil eben, man ist eigentlich in einer Bubble als Gruppe und gleich möchte der Kunde heute individuelle Sachen wahrnehmen, wie einen Ausflug allein machen, wo man mit dem Partner oder der Partnerin allein essen. Dem muss man heute jetzt alles Rechnung tragen. Das war früher ganz anders. Individuelle Bedürfnisse kollektiv ausgelebt. Ihr habt ja auch erste Erfahrungen gemacht. In Portugal habe ich jetzt persönlich erlebt, dass anscheinend beim Harry Potter ist eine Treppe in einer Buchhandlung spielt da eine Ruggel und ich bin fast runter. Also da hat es riesige Schlangen davor gehabt. Man zahlt Eintritt in die Buchhandlung, dass man das anschauen darf. Ein VIP-Pass, dass man nicht anstehen muss, kostet 18 € Eintritt. Die Buchhandlung, das habe ich erfahren, ist saniert worden durch die Eintritt. Die war kurz vor dem Konkurs und ist heute sind wohlhabende Leute. Gewisse Orte werden regelrecht überrennt und jetzt gibt es ja grosse Märkte wie beispielsweise Indien, wo die Reiselust entdeckt. Heisst ihr das vielleicht gleich, müssen die Westeuropäer sich anpassen oder sogar Platz machen?
Platz machen vielleicht nicht, aber wir diskutieren das auch bei uns schon. Also man tut vielleicht Reisen anders aufziehen, dass man die Übernachtungen nicht mehr an diesen Hotspots macht und vielleicht eher aufs Land geht. Aber mittel- bis langfristig, das hat uns auch ein Think Tank schon bei Meetings bestätigt, wird sich unser Reiseverhalten verändern, ja. Weg wahrscheinlich von der grossen Masse, eben aufs Land, wieder ein bisschen näher zu sich selber. Das ist eben die grosse Herausforderung, die ich vorhin gesagt habe, das verändert sich und das sind auch wir jetzt am Weg suchen. Um die letzte Reise geht es im nächsten Beitrag. Als Teil vom Stadtfestival «Endlich menschlich» hat ein Sarg auf dem Berner Bahnhofsplatz viele Blicke auf sich gezogen. Wieso der Sarg dort ist gestanden, weiss der Pablo Sulzer. Wie war das? Die waren gerade vor dem Sarg, ja? Ich habe mir vorgenommen 5 Minuten. Und zuerst habe ich zugetan, etwa 1 Minute, 2. Und das war ein bisschen hart, weil es feister wirklich ist. Und dann habe ich aufgetan. Aber ich habe bewusst gewartet, eine Minute, 2. Und dann habe ich noch 5 Minuten, wo ich den blauen Himmel habe, gemacht mit Meditieren. Und ich war meditativ, schaue, wie sie ausschnaufen, sterben, Geburt und so weiter. Und das ist sehr gut gegangen, ja. Ihr habt hier einen Sarg auf dem Bahnhofplatz aufgestellt, im Rahmen des Festivals. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ja, also die Idee für die Installation ist nicht unabhängig vom Festival entstanden. Und ich habe eigentlich so mit der Corona-Krise so das Gefühl gehabt, man müsste eigentlich mehr über das Sterben auch als Prozess reden. Es ist dann auch noch meine Großmutter gestorben und habe einfach gemerkt, ich weiß viel zu wenig, was eigentlich Sterben bedeutet. Und bin dann so ein bisschen hilflos gewesen, sie bei dem Prozess zu begleiten und habe irgendwie das Gefühl gehabt, wir müssen als Gesellschaft einfach wirklich auch mehr über die Prozesse reden, ein bisschen mehr wissen, was am Schluss passiert. Weil ich auch von meinem Mann, ich werde 80 und ich werde in den nächsten Jahren irgendwann sterben. Und das ist ein Punkt. Und ich finde, das Sterben wird fest tabuisiert. Oder ich sage auch so, Sex und Geld und Sterben ist vermurkst und verklemmt in der Gesellschaft. Da redet man nicht so gerne drüber. Aber jeder macht es. Jeder stirbt und jeder hat Sex und jeder hat Geld. Ich glaube, genau so eine Installation ist vielleicht gerade super für so etwas, weil es ist vielleicht auch noch schwierig, mit dem eigenen Vater als erstes über das zu reden oder so. Und da kann man mit Leuten reden, wo man nicht zu nahe ist und es steht wie schon ein Sarg da. Und ich glaube, es provoziert einfach ein bisschen so einen Sarg, aber ich habe eigentlich das Gefühl, das Sterben müsste viel mehr auch in der Gesellschaft, müsste vielleicht auch sichtbarer sein, wir verdrängen es ein bisschen fest als Gesellschaft. Ich finde es wichtig, dass wir traut darüber reden, dass vielleicht keine oder fast keine Tabus mehr herum sind, weil am Schluss betrifft es uns alle irgendwann. Ob wir mitleiden oder am Trauern sind, weil jemand Liebes in unserem Umfeld gestorben ist, oder vielleicht auch, weil wir selber irgendwann merken, es nimmt langsam ab und es neigt sich am Ende zu. Genau, und dass man dort auch ein bisschen überlegt für sich, was wäre für mich Stimmung? Wie würde ich es mir wünschen, wenn ich wünschen könnte? Auch wenn man immer wieder vergegenwärtigen, dass man nicht alles in den eigenen Händen hat. Wie tut ihr über das Thema jetzt eben Tod, wie tut ihr reden, oder wie wünscht ihr euch, dass wir darüber reden würden? Ich empfinde es als vermurkst. Aber das kann ich nicht einfach ändern. Vielleicht in meinem persönlichen Kreis, dass man die Themen ein bisschen vielleicht mal anschaut. Ja. Auch nicht zu viel. Das kommt noch dazu. Man muss dann nicht auf den Trieb kommen, man muss über das reden. Man kann es auch mal setzen oder sein. Ja, der Wunsch ist schon in Erfüllung gegangen. Die Leute kommen auf einem zu, es bewegt, es interessiert und sie getrauen sich auch, ihre Gedanken und Emotionen dazu zu äußern. Und das war genau unsere Idee auch. Ich möchte niemanden verschrecken, aber einladen, dass das hier Platz haben und dass es auch normal ist, über solche Themen in ein Gespräch zu ziehen. Jetzt übergebe ich noch kurz ins Studio oder Kelly Müller, sein heutiger Gast, in der Talksendung «Zusammen im Zentrum» vorstellt. Heute bei mir zusammen im Zentrum ist Sandra Büchel. Sie ist ein Mitglied bei Redok und ist mit ihren beiden Such- und Rettungshunden, dem Kapper und dem Keshesh, regelmäßig unterwegs und heute mit uns im Studio und erzählt, wie das bei Redok so zu und her geht und wie das so
Suche und Rettung von vermissten Personen passiert. Das war es vom heutigen Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf unserer Webseite oder auf der App. Jetzt geht es noch weiter zu den Kollegen von Meteo News und dem Wetter. Ich sage schon mal merci fürs Zuschauen und wünsche einen ganz schönen Hinweis. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Hier ist das Wetter auf der Plattform J, meine Damen und Herren. Am Mittwochabend, schön haben Sie eingeschaltet. Heute im laufenden Tag haben sich ab und zu ein paar Sonnenstrahlen können zeigen. Grundsätzlich hat es aber auch ziemlich viele Wolken herum gehabt. Wir haben in den nächsten Tagen das Hochdruckgebiet hier über Osteuropa, die Tiefdruckzone dann über Westeuropa und dem Atlantik. Dazwischen sieht es bei uns recht freundlich aus. Was wir aber in dieser Jahreszeit halt auch haben, ist der Nebel und Hochnebel. Und Hochnebel jetzt dann auch morgen am Donnerstagvormittag, die Obergrenze bei etwa 1200 Meter. In den Bergen zum Teil recht sonnig am Vormittag, sonst aber oft in den tieferen Lagen noch grau. Die Temperatur am Morgen bei etwa 10 Grad. Am Nachmittag dann 15, 16, 17 Grad. Der Hochnebel, der Sonne hat, wird sich auflösen und entsprechend den Sonnenplatz machen. Schauen wir noch die nächsten paar Tage an. Da haben wir ziemlich Einheitsbrei in Sachen Wetter vom Freitag bis zum kommenden Dienstag. Teilweise neblig im Flachland, sonst aber oft recht sonnig mit ab und zu ein paar Wolken, die durchziehen. Aber wir sehen, die Temperaturen die ändern sich in den nächsten Tagen nicht gross. Vor allem in der Höhe bleibt es für die Jahreszeit sehr, sehr mild. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Mittwochabend.